Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und ich habe mittlerweile geforscht, was das Problem ist. Und zwar sind wir bei dem Bossgegner falsch abgebogen. Und das sollte sich angeblich dadurch reparieren lassen, dass wir Richtung Makroreaktor wieder spazieren. Also machen wir das doch. Und dort müsste es eine Tür geben. Und wenn wir durch die durchgehen, dann dürfte man wieder in einem Raum ankommen, wo der eigentliche Boss war. Und natürlich müssen wir dort rum, wo der Boss gewahrt hat. Natürlich. Ich bin hier südlich rumgelatscht, da ist es auch gewonnen. Dass wir uns hier ein bisschen verlaufen haben. Okay, Vincent, du darfst jetzt mutieren. Du hast die offizielle Erlaubnis dazu. Du hast die Lizenz zum Mutieren. So. Vor allem, weil es so schön knurscht. Dann machen wir dein Warntänzchen. Hoppala. Nicht verkehrt. Die Wolke hat auch ihren Limit-Technik erreicht. Ja, eine Barret sieht gar nicht gut aus gerade. Und ich will dieses verdammte Bloßstelle einmal hier kriege beim verdammten Gegner. Alles wieder Mist, werde ich eher sagen. Monsterflamme. Uiuiuiui. Nicht schlecht, Vince. Nicht schlecht. Das hat jetzt ein Cloud erspart, Seil-Limit-Attacke durchzuführen. Nicht verkehrt. Aber ich jetzt sage, ich nutze die letzte MP von Cloud noch. Heilung 2 geht. Ach. Ah ja, ich wollte gerade sagen, nicht genug MP, natürlich. So. Das war die letzte MP nochmal für Heilung für alle rausgeballert. Und hier müsste es eigentlich sein, dass man da hinten lang geht. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe mich nur auf den Makroreaktor konzentriert. Und jetzt sind wir wieder dort. Und kennen natürlich... Ach, sollten da ohne nochmal die Ledervorbereiter. Okay, Winnie ist als erster. Und da Winnie noch die Meister hat, die Sache beschwört er mal Ifrit und ist so nett. Wenn es ihn nicht downstairt vor lauter Arc. Natürlich downstairt ihn vor lauter Arc. So ein Mist. Ah, ich hasse das immer, wenn die Gegner als erstes Arc greifen. Da muss ich wohl doch auf den Cloud seine Klingestrahl zu Rückgreifer. Und zur Not beschwört Barret einfach nur Shiva. Jetzt hämmert sie mittlerweile. Von daher passt das schon. So. Oh, okay. Vincent ist zuerst. Sehr gut. Das begrüße ich nämlich sehr, weil Vincent noch die meiste MP hat. Und da ist es am geschicktesten, wenn man ihn dann doch der Vortritt lässt, bevor der Barret mit seiner auf ein Viertel runtergeschraubte MP dann noch ein riesen Loch reinreißt. So ist es doch richtig gut. Na alla. Gifttorte-Level kriegt, das heißt, jetzt kann ich Bio 2 verwenden. So, das Ding machen wir runter. Dann können wir jetzt doch wieder hoch. Und können doch noch fröhliches Rutsche betreiben, hoffe ich. Oder? Können wir fröhliches Rutsche betreiben? Natürlich kennen wir das. Na, Allah. Ist doch nicht aller Tage Abend gewesen. Nur davor, dass ich mich immer falsch entschieden habe und direkt zum Boss runtergerutscht bin. So. So lädt man sagt du, dass wir dann immer wieder die Cell-Beschwörung sehen. Ach, Mist. Na gut, dann halt doch du. Dann musst jetzt du doch nochmal die Shiva beschwören, Barret. So lädt man sagt du. Diamantenstaub. Dann ist doch nicht aller Tage Abend. Ich habe schon gedacht, einmal die Röhre verpasst, immer die Röhre verpasst. Aber so wie es aussieht, habe ich doch nochmal als Betty Chance kriegt, was das Ganze angeht. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich hasse das wie die Pest, wenn ich in einem Gebiet bin und ich komme nicht an alle Sachen dran. Ich hasse das ohne Ende. Und könnte man dann jedes Mal das Gesicht abpellen vor lauter Arg. Ah nee, okay. Das lockt uns auch nur bis da hoch. Jetzt schalte ich da aber trotzdem mal die Zufallskämpfe aus. Weil ständig hoch und runter rennen ist auch etwas mühsam, wenn ständig Gegner dazwischen sind. Und jetzt haben wir es ja wenigstens. Jetzt haben wir unser Retten die Leder.
Und für alle, die das erste Mal bei mir so reingucken, habt ihr schon in mehrere Let's Plays gesagt, also Leder ist auf Pelzig die Leiter, während Leder, also das Leder selber, heißt auf Pelzig Letter. Also das ist die Unterscheidung dafür. Power Soul, okay, das ist was für die Tiefe, alles klar. Ich weiß, ich wiederhole mich da an der Stelle wahrscheinlich ständig für die, die mir dauerhaft zugucken, aber ich will ja auch neue Zuschauer mit meiner ewig schlechten Anekdote unterhalten. Okay, jetzt haben wir doch schon 2 Röhre ausgetestet. Jetzt können wir das auch wirklich mit gutem Gewissen machen, ohne dass wir irgendwo landen, wo wir nicht hin sollten. Dann können wir in die dritte Reihe. Und die führt uns nur hier. Dann sollten wir noch die Röhre, die anderen 2 Röhren noch probieren. Ich glaube, die ganz links war es, in die ich da ursprünglich rein bin. Dann sollten wir in die hier noch rein. Okay, nee. Dann war es die, in die ich ursprünglich reingerutscht bin. Dann müssen wir noch in die ganz links. Und dann Hämmers. So. Kann ich an der Stelle dann auch wieder die Zufallskämpfer einschalten. Weil jetzt haben wir die ganze Love-Arbeit dann hinter uns. Ach du Liebe, sei wieder so viele von deinen Viecher. Na gut, Barret. Du weißt, was du tun hast. Und die andere attackiert einfach nur. So. Es war mir sowieso klar, dass der Vincent wieder mit dem Downstair attackiert wird. Aber dass es das mit der Cloud erwischt, das war nein. Jetzt muss es der Barret irgendwie solo hinkriegen und ich hoffe, es klappt nach wie vor. Ach ja. Aber ich freue mich jetzt schon. Das dürfte jetzt eigentlich in dem heutigen Teil noch vorkommen. Und zwar dürfte mein Lieblingscharakter eingeführt werden halt noch. Weil das Gebiet noch im Mount Nibel ist ein sehr schönes Gebiet, wie ich finde. Und das Gebiet ist nicht nur schön, sondern du wartest auch mein Lieblingscharakter auf mich aus dem Spiel. Ich persönlich finde ja auch der Barret großartig. Aber Vincent ist auch durchaus eine coole Socke. Aber er gehört nicht zu meinen Lieblingscharaktere, das muss ich klar sagen. Jawohl, Level 29 sind wir jetzt alle. Zwar nicht ganz so, wie ich noch im letzten Teil getönt habe, wir müssen bis Level 30 hier bleiben. Aber, okay, da kommen wir anscheinend doch nicht hier zu dem letzten Röhrerich. Ich probiere es jetzt nochmal ohne Zufallskämpfer, das kann ja nicht arg hier. Das kann nicht sein. Wir müssen nur durch Röhre durchrutschen. Das kann nicht arg hier. Rutschen wir nochmal durch die Röhre Nummer 5. Komm. Das gibt's ja gar nicht. Da müssten wir rauskommen eigentlich. Okay. Dann noch einmal. Bei der Röhre Nummer 4. Wenn nicht, dann haben wir halt wirklich die entkischt, ne? Das tut man dann auch wirklich leid. Aber ich mache hier, was möglich ist. So ein elender Mist. Okay, noch einziges Mal probiere ich es jetzt. Hat ihr sein können, dass ich da statt in die 5, in die 4, 2-mal oder 3-mal jetzt reingerutscht bin. Ich probiere es einfach noch einmal ganz langsam aus. So, Wolk, beweg dich langsam und behäbig. Wir haben Zeit. Und du gehst jetzt in die Nummer 5. Okay, es scheint wohl echt nichts zu bringen. Dann die Sache. An der Stelle speichere ich nochmal. Wo wir jetzt sowieso total ohne sind. Wissen ihr was? Kann ich genauso gut auch nochmal Zelt verwenden. Kann hier nochmal alles ordnen. Kann hier speichern. Und. Jupp. Na Allah. Dann müssen wir jetzt nur noch do lang. So, und jetzt kann ich ja wieder die Zufallskämpfer einschalten. Und dann geht's hier entlang. Das war klar. Bevor wir das Gebiet verlassen, gibt es natürlich nochmal 3 schöne Gegner.
Und wir warten Barrett ab. Der soll die mit der Granate fertig machen und die anderen zwei sollen attackieren. Wo abwarte, wenn es jetzt hier alles in den Tod reißt. Kenner tatsächlich. Schade irgendwie. Manometer, also wir sollten dringendst, glaube ich, neue Schutzdinger uns zulecker. Rüstung erhält sie ja leider nicht. Wobei der Vincent auch das Snipergewehr ad absurdum führt, indem man das Ding wie eine Schrotflinte verwendet. So. Aber ich glaube, wir haben genug Kohle im Sack, dass wir uns gut die Ausrüstung erlauben können. Und jetzt dürften wir eigentlich in das Gebiet kommen, worauf ich schon länger wart. Und dort dürfte das sein, um den Berg rum. Müssten wir auch kommen. Dort dürfte es eigentlich schon sein. Jawohl, da sehen wir's. Ihr seht, dass da ein Dorf ist und dass da was steckt. Könnt ihr euch schon denken, was das ist? Ich zeig's euch auch nochmal aus dem Winkel. Sieht doch aus wie eine NASA-Rakete, oder? Und das Dorf hier, das heißt Rocket Town. Und da ist mein Lieblingscharakter, der auf uns wartet. Wir sind auch hier in der Raketenabschussregion. Dann gehen wir... Oh, natürlich. Natürlich, das muss doch immer sein. Was haben wir dann hier für Geschöpfe? Welcher? Oder Fälscher? Auf jeden Fall sind sie grotte hässlich, sehen aus wie Kröte, Drache oder Gargülle. Bäh. Giftwehr. Okay, das hat einfach nur vergiftet. Gucke, wie man die Klee kriegen, die Viecher. Okay, der scheint jetzt eine zu treffen. Da kann ich auch schlecht sagen, wie viel Schade die so machen. Und ob man derzeit noch recht gut drin liegen, was der Schade angeht. Okay, komm. Schnappen wir uns. Ja, die stärkste scheint es nicht zu sein. Aber sie halten schon ein bisschen was aus, die Kreaturen. So, ein bisschen Heile muss auch sein. Ja, okay. Die machen nicht besonders viel Schade. Na, Allah, geht doch. Ich finde es auch sehr gut, dass das nicht wie bei alten Super Nintendo-Spiele ist, wo man noch im Kampf immer noch vergiftet ist. Und Ifrit hat Level erreicht. Ja, dass man noch im Kampf nicht immer vergiftet ist. Und dass man es dann immer mit Gegenmittel teuer machen muss und heilen muss. Was ist das? Haha. Da hat sich uns Moos angesetzt, vor lauter Grün. Rostig hier all die Rakete. Froh mich, wofür sie so was Riesiges gebaut haben. Okay, dann brauche ich auch hier nämlich meinen Finger. Bei mir kriegst du Waffe und Zubehör. Ah, da bin ich ja an der richtigen Adresse. Schrotflinte hätten wir hier und wir hätten Goldarmband. Das ist gut. Goldarmband nehme ich liebend gern. Und die Schrotflinte, ich weiß ja nicht. Wir brauchen dich jetzt leider nicht, Winnie. Deswegen dir dich, Sarah. Du hast ja schon Secondhand vom Red gekriegt. Aber es gibt doch jemand, den brauchen wir dringender. Und der kommt hier zu uns. Und wir stecken hier das Goldarmband ein. Das gibt ja schon mordsmäßig Verteidigung mehr. Das gibt 12 mehr. Und Zauberabwehr gibt's nochmal ganze 6 dazu. Dasselbe gilt auch hier für den Barrett. Ach, der kriegt das. Weil der Barrett will ich definitiv im Team beibehalten. Und den Charakter, den es dann hier noch neu dazu gibt. Da hätten wir noch Hotelchen. Oder nicht? Alles klar, aber wieder so ein schöner Schreibfehler hier drin. Willst du etwas trinken? Erzähl mal was. Hast du den Kapitän schon kennengelernt? Er ist der wahre Repräsentant von der Stadt. Du sollst wirklich mal mit dem retten. Frucht der Kapitän etwas über die Stadt. Er ist hier der Chef. Kapitän? Wer ist denn der Kapitän? Der Kapitän war Pilot, als die Annelie noch am Raumfahrtprogramm interessiert war. Er sollte der erste Astronaut der Welt werden, aber dann ist ein Unglück passiert. Seit der Zeit vegetiert er hier vor sich hin und träumt davon, ins All zu fliegen. Hast du einen Mann im schwarzen Umhang hier? Ein Mann im schwarzen Umhang? Ne, nie gesehen.
Ich weiß gar nicht, was schwarz ist. Warum denn auf dem Klo? Besetzt. Ja, die Leute, die noch nie was von einem schwarzen Umhang gehört, die wissen gar nicht, was sowas ist. Ah, das ist ja richtig komfortabel hier. Da gibt es sogar, noch einen kleinen Waschraum hier mit Badewanne dazu. Das ist doch echt Luxus. Und sogar zweimal das Ganze. Doppelte Ausführung, die Zimmer. Kennen 6 Leute Penner. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Gehen wir hier wieder raus. Willkommen sind wir zwar und wir haben die Gastfreundschaft auch genutzt, aber das war's erst einmal. Die verrottete Rakete ist alles, was vom Annelien-Raumfahrtprojekt noch übrig ist. Ist ja gut, nicht der Ausraster. Kannst du immer noch ausschlachten für die Ersatzteile und die verkaufen. Mensch, mir ist so langweilig. Gibt's da nichts, was mich ein bisschen aufwecken, Kind? Ach, die Levi-Zeit, sucht der Hobbykerl. Ah, wie langweilig, passiert nichts Aufregendes mehr. Alter, seid froh, dass ihr eine Langeweile habt und dass ihr nicht ständig um euer Leben kämpfen müsst, so wie wir hier. Das war früher eine Annelien-Basis. Von hier aus sind die Rakete gestartet. Hast du die Schiefrakete gesehen? Das war die Annelien 26. Die ist jedoch nie gestartet. Oh, deswegen guckst du auch die ganze Zeit, als ob sie dann fortfliegen kennt oder was? Warum auch nicht? Manchmal soll es ja helfen, wenn man sich was ganz arg wünscht. Opa macht der ganze Tag nichts anderes, als die Rakete anzustarren. Ja, dann zerren wieder rein, dein Eumel. Willkommen, das ist der Objektlader. Okay. Das sollten wir auch nochmal 6 kaufen. Die Dinger sind durchaus nützlich. Und Phönixfedern, oh ja, da hole ich mir auch nochmal 8. Äther, komm, den Wert haben wir auch zu schätzen gelernt. Schutz, Schluss und Zeit. Ja, Inventargeilheit und so. Muss einfach sein. Jetzt haben wir unser schöne Gill, ach schon wieder alle Ausgeber. Was machen dann die Dinger? Nein! Mist. Okay, was machst du dann hier? Schluss. Fliehen. Okay, das ist Quark. Absoluter Quark sogar. Steht Sache Schutz ist gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn dann Stufe 3 erreicht ist und Spiegel. Das ist ziemlich cool. Das dämpft auf jeden Fall mal Attacke. Halte ich für gar nicht mal so verkehrt. Kennt man so lecker, wenn man genug Materiaplätze frei haben. Aber Schluss ist absoluter Quatsch. Das war Fehlinvestition, die dazu auch noch sackendeier war. Gehen wir noch zu dem Federchen. Warte mal, kennst du irgendwelche gute Witze? Oder kenn ich irgendwelche gute Witze? Ja, ich kenne welche, aber die täten da nicht gefallen. Kraftkapsel, yay. Sehr cool. Wie jeder weiß, hatte Barrett ach so Nudelarme. Deswegen kriegt der die Kraftkapsel. So nudelarmige Chorknabe wie der Barrett, der braucht es dringend. Jetzt kommt etwas, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und ich weiß, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Aber da gehen wir jetzt definitiv noch rein. Das muss jetzt einfach wirklich sein. Weil das mein Lieblingscharakter ist und ich will ihn heute noch vorstellen. So, wo bist du dann? Bohrarm. So. Erzähl mir mehr. Bohrarm. Ah, okay, erzähl mir doch nicht mehr. Das ist Quatsch, das ist Gerümpel. Okay, Klo und Badwanne. Küche und Esszimmer. Wohnzimmer mit einer Truhe, die ich geplündert habe. Hier ist noch irgendwas. Elektroschrott, irgendein Gefährt. Maschinengewehr, AK-47 sieht's aus. Und noch irgendwelche andere Schusswaffe. Und durch die hinter der, wo kommen wir da hier? Oh, schön. Sehr, sehr schön. Da ist das Annelien-Logo drauf. Tiny Bronco, das ist cool. Die Annelien behält die Bonbons, die Gutzler immer selber. Los, den klaue mal. Kann ich helfen? Nee, wir bewundern's nur. Wenn ihr fliegen wollt, fragen bitte der Kapitän, er müsste in der Rakete sein. Ich bin die Shira. Wie heißen denn ihr? Ich bin die Wolk. Ich bin der Barrett vom Chorus. Vincent, vom Beruf bin ich egal.
Du gehörst also nicht zu der Annelien? Ich hab gedacht, du bringst uns die Zusage, dass das Weltraumprojekt wieder startet. Hä? Präsident Rufus wird erwartet. Der Captain ist schon den ganzen Morgen unruhig. Rufus? Tja. Okay, ist doch noch nicht so einfach. Aber ich mache trotzdem eine Extended-Episode draus, der die Sache. Wobei. Nee, ich gehe zur Rakete und dort treffen wir den Kapitän. Und bevor wir das machen, mache ich einen Cut, damit euch Meier noch drauf kennt. Da habe ich euch Schäde mundwässrig gemacht, von wegen Kapitän und so. Und Lieblingscharakter und oh ja, den mag ich ja so gern und pipapo und bla bla bla. Aber das muss echt sein, dann sehen wir dann Meier. Und wir sehen, das ist kein Moos, sondern die Rakete ist tatsächlich so in Tarnfarbe. Oder ursprünglich mal in, wobei doch, natürlich, es könnte Moos oder Schimmel sein, weil ursprünglich wäre es wohl blank poliertes Metall gewesen sein. Dann verroscht und dann anscheinend noch Schimmelbefall oder Moos oder sonst was drauf kommen, was jetzt aber eher wie Tarnfarbe von der Bundeswehr aussieht. Na, sei's drum. An der Stelle mache ich hier einen Cut und wir sehen uns morgen zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig, wo man zu meinem Lieblingscharakter kommt, zum Kapitän. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und freuen euch auf morgen. Eiern Yankee.